Ja, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte rein, und zwar Berufe aus vergangenen Zeiten, die es heute nicht mehr gibt. Und damals waren das schöne Berufe. Ja, ob schöne Berufe waren, weiß man nicht. Aber sie hat es gegeben, und mittlerweile gibt es die natürlich nicht mehr. Da gibt es zum Beispiel Berufe von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinrissern. Um solche ähnliche Berufe geht es heute. Wir fangen an mit den Abtrittanbietern. Kein schöner Beruf gewesen damals, aber er war halt damals lange vom 18. bis 19. Jahrhundert, immerhin. Abtrittanbieter, um was es da genau geht, das lese ich euch jetzt vor. Männlicher oder weiblicher Anbieter einer öffentlichen Toilette. Zum Beispiel auf Messen oder Märkten, bevor es öffentliche Toilettenanlagen gab. Kennzeichen: langer Mantel, 2 Eimer, starker Geruch. Die aktive Zeit dieses Abtrittanbieters war von Mitte des 18. Jahrhunderts bis immerhin Ende des 19. Jahrhunderts ein Beruf. Am 9. Oktober 1964 schrieb Lieselotte von der Pfalz, Herzogin von Orleans, aus Fontainebleau: Sie sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen zu können, wenn Sie wollen. Scheißen Sie also nach Belieben, wir sind hier nicht in derselben Lage. Hier bin ich verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum Abend aufzuheben. Es gibt nämlich keinen Leibstuhl in den Häusern an der Waldseite. Ich habe das Pech, eines davon zu bewohnen und darum den Kummer hinausgehen zu müssen, wenn ich scheißen will. Das ärgert mich, weil ich bequem scheißen möchte. Und ich scheiße nicht bequem, wenn sich mein Arsch nicht hinsetzen kann. Die Briefe der Herzogin mögen aus der heutigen Sicht zwar ordinär klingen, für ihre Zeitgenossen waren sie nur ehrlich. Friedrich Schiller lobte die Autorin sogar, da sie die Wahrheit so hüllenlos darstellte. Sein dichterisches Schamgefühl wurde dabei nicht verletzt. Praktisch wie auch sprachlich dürfte man, wie wir selbst von Goethe wissen, furzen, rülpsen und scheißen. Heute verlässt man dazu besser den Raum und spricht nur im Wandschrank davon. Viel frappierender an dieser Passage aus der Korrespondenz der Herzogin ist aber, dass sie vermuten lässt, es habe in Fontainebleau keine Toilette gegeben. Und tatsächlich, selbst das Prachtschloss Versailles blieb von solchen Gemächern verschont. Man saß stattdessen, falls vorhanden, auf edel verzierten Nachtstühlen, die die Dienerschaft untertänigst entleerte. Oder erleichterte sich in Ecken und an Trapisserien. Im gesamten 17. Jahrhundert nahm auch in den besseren Kreisen niemand Anstoß an diesen Gewohnheiten. Sogar Audienzen wurden abgehalten, bei denen man gemeinsam auf dem Nachtstuhl saß und sich nach Lust und Laune dem verbalen oder analen Geschäft hingab. Beim einfachen Volk zählten Parkidyllen, enge Gassen, Flussufer und dunkle Ecken zu den beliebteren Orten, um sich zu erleichtern. Casanova berichtet: Wir setzen unseren Spaziergang fort, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, und sprachen von Literatur und allerlei Gebräuchen. Plötzlich bemerkte ich in der Nähe von Buckingham House zu meiner Linken im Gebüsch 5 oder 6 Personen, die ein dringendes Bedürfnis verrichteten und dabei den Vorübergehenden den Hintern zukehrten. In einem Schulbuch von 1568 findet sich eine Passage, die man heute in einem Witzbuch vermuten würde, weil der Schüler die Aufforderung des Lehrers zu wörtlich beantwortet. Der Lehrer fragt einen Schüler:
Erzähle mir in einer genauen Reihenfolge, was du vom Aufstehen bis zum Frühstück gemacht hast. Hört gut zu, Jungen, damit ihr lernt, diesen Schülern nachzuahmen. Ich bin aufgewacht, bin aus dem Bett gestiegen, habe Hemd, Strümpfe und Schuhe angezogen, meinen Gürtel umgeschnallt, an der Hofmauer Urin gelassen, habe aus dem Eimer frisches Wasser genommen, Hände und Gesicht gewaschen und am Tuch abgetrocknet. Der Junge hatte nicht nur an einer Wand gepinkelt, er erzählte auch noch allen Ernstes seiner Klasse davon. Warum? Es war damals einfach selbstverständlich. Toiletten in Häusern, das hatten Ägypter und Römer von der Zeitenwende, nicht aber die Londoner, Berliner oder Pariser der industriellen oder politischen Revolution. Fortschritt. So wurde eine Satire aus dem Satiremagazin Kladderadatsch von 1852 betitelt, herrschte alltäglich zur Mittagszeit in den Straßen Bremens. Wenn nämlich alle Nachttöpfe der Stadt vor den Häusern standen, bereit von einem Fahrdienst abgeholt zu werden. Den Fortschritt erkenne man an den wegeilenden Bürgern. Der Gestank muss bestialisch gewesen sein. Im alten Rom soll es 144 öffentliche Latrinen und 116 Pissstände an der Stadtmauer gegeben haben. Ein Spruch, der in einer solchen römischen Prachtlatrine gefunden wurde, lautet: Hüte dich, auf die Straße zu kacken, sonst wird dich Jupiters Zorn treffen. Die Kultur der öffentlichen Pissoirs ging zusammen mit den Römern unter. Es kam das Mittelalter, es kam die Neuzeit, die Sitten verrohten, die Städte wuchsen, das Gedränge wurde dichter, Krankheiten kurisierten. Es galt etwas zu unternehmen. Aller kondensierte Lavendelduft Südfrankreichs in Flakons an Gürteln ins Haar gesprüht, mit Fächern gewedelt auf Kissen verteilt, half nicht gegen die bestialischen Gerüche, die durch die überfüllten Städte waberten. Die Menschen flüchteten und fluchten zwischen Pesthauch und Blütenduft. Es galt etwas zu unternehmen. Anhänger eines besonders schlauen Gedankengangs im 18. Jahrhundert empfahlen, die mangelnde Hygiene durch eine relativ einfache Maßnahme auszugleichen. Die Atmosphäre, so glaubte man, würde durch Erschütterungen von Glocken oder Geschützen desinfiziert. Die Unruhe, die hierbei erzeugt werde, reinigte die Luft von allem Übel. Selbst Sümpfe, so riet ein gewisser Monsieur Baumens, könnte man vermienen, um sie von ihren krankheitsfördernden Dämpfen zu säubern. Kirchen, die wegen des Leichengestanks der in den Kellern verwesenden Körper nicht mehr messefähig waren, wurden mit Schießpulver in die Luft gejagt. Das Ende des stillen Örtchens. Zeitgleich krempelten in Bayreuth die Amtsinhaber ihre Hemdsärmel hoch und verfassten 1797 die ersten behördliche Verordnung zur Einhaltung der öffentlichen Reinlichkeit. Soll sich hin für niemand unterfangen, weder bei Tag noch Nacht, an öffentlichen Plätzen, an Häusern, in den Hausplätzen, hinter den Haustüren, sich seiner Unreinlichkeit zu entledigen, und werden Eltern erinnert, ihre Kinder vor solchen ekelhaften Unsauberkeiten ernstlich abzuhalten. Widrigenfalls sie selbst dafür zur Strafe gezogen werden. Ein knappes halbes Jahrhundert später war man in Berlin so weit, die ersten beiden Pissoirs der Stadt wurden errichtet. Es war auch durchaus an der Zeit. Wegen der veränderten Lebensumstände spielte sich das Leben viel mehr in der Öffentlichkeit ab als zuvor. Seit spätestens Ende des 16. Jahrhunderts bedeutete Reichtum nicht mehr nur Besitz. Wirtschaftliche Stärke manifestierte
manifestierte sich vor allem in Warenhandel und Finanzverkehr. Es galt sich zu bewegen, mental wie physisch, und wie der kleine Bauer täglich zum Markt fuhr oder der große Entscheidungsträger sich in den Clubs zum Diskutieren traf. Man war unterwegs, von früh bis spät. Was sollte man tun, wenn man mal musste? Wer reich war, konnte sich eine Kutsche anhalten, sich einmal ums Karree fahren lassen und danach erleichtert weitergehen. Alles schon vorgekommen. 1781 schrieb der Franzose Louis Sebastian Mercier, man hat öffentliche Bedürfnisanstalten errichtet, in denen jedes Individuum seine Notdurft für 2 Pfennige verrichten kann. Aber findet man Zeit, den Unternehmer aufzusuchen, wenn man sich in Faubourg St. Germain befindet und die Gedärme von Schwäche befallen fühlt? Die Orte, die die Aufschrift tragen, es ist bei Körperstrafe verboten, hier seine Bedürfnisse zu verrichten, sind gerade die, in denen sich die meistbeschäftigten Leute zusammenfinden. Es bedarf nur eines Beispiels, um 30 Nachahmer zu finden. Wo die öffentlichen Toiletten fehlten, half ein sogenannter Abtrittanbieter. Ein mobiler Toilettendienst, der von Männern und Frauen angeboten wurde. Die Abtrittanbieter hielten sich vor allem auf Märkten und Handelsschauen auf, wie die Messe in Frankfurt, und luden mit lauter Stimme dazu ein, sich auf einem ihrer Eimer niederzulassen. Wer sich erleichtern wollte, wurde mit einem langen Ledermantel umwickelt, aus dem nur noch der Kopf schaute, und konnte so in der Öffentlichkeit das tun, was heute privat verrichtet wird. Der Thüringer Johann Christoph Sachse berichtet in seinen Erinnerungen, wie er in Hamburg von einer Frau angesprochen wurde. Und als er sehen wollte, was er da machen solle. Ehe ich mich versah, schlug sie ihren Mantel um mich, unter welchen sie einen Eimer verborgen hatte, dessen Duft mir seine Anwendung verriet. Er ergriff die Flucht, die Umstehenden lachten. Auch in Edinburgh soll es dieses Dienstleistungsangebot gegeben haben. Also kaiserlich begünstigte Rückzugsorte. Gemeint waren damit kleine, hölzerne, fassähnliche Gefäße auf Marktplätzen aufgestellt, die von tüchtigen Frauen betrieben wurden. Hier waren die Abtrittanbieterinnen bis Mitte des 19. Jahrhunderts groß im Geschäft. Offensichtlich störte es niemanden dabei, beobachtet zu werden, solange die privaten Körperteile verdeckt waren. Bei den öffentlichen Pissoirs in Paris, den Vestibulen, konnte man noch lange Zeit sehen, wer sich darin aufhielt. Lediglich die Körpermitte wurde verdeckt. Die ersten öffentlichen Toiletten Deutschlands waren aus Gusseisen konstruiert. Somit konnten sie leicht an wechselnden Orten aufgebaut werden, falls sich die Anwohner, was oft vorkam, über sie beschwerten. 1876 standen 56 solcher Konstruktionen in Berlin und es wurden immer mehr. Das Café Achteck, das Café Wellblech, der Medai-Tempel oder der Pinkelwinkel gehörten fortan zum europäischen Stadtbild. Endlich wieder Sitten wie im alten Rom. Dort war man mal wieder schlauer gewesen und hatte das Gesundheitssystem durchschaut. Freund, du vergisst das Sprichwort, Kacke gut und Scheiß auf die Ärzte. Abtrittanbieter gibt es natürlich heute nicht mehr, aber damals war das einfach gang und gäbe und das Geschäft hat sich anscheinend auch gelohnt. In diesem Sinne, lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Auf einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und auf Kommentare. Und wenn nicht, dann dreht den Computer einfach wieder ab. Also habe ich dir, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Und jetzt trinken wir zuerst einmal einen Schluck Hopfenblüten.
Lecker, lecker, lecker. Also, habe Deri. Servus.